Denn hier ist das wirklich mein absolut Lieblingssaison für zu backen, weil es in dem Moment einfach die herrlichste Regionalobstsorte gibt. Und es geht nicht über den guten Apfelkuch. Ich meine, hau den mit einem ganz speziellen Ingredient dran. Für meinen Kuch brauche ich Apfel, griechische Joghurt, ein bisschen Gewürze, Mandeln und Sprudelwasser. Für zu backen hol ich sehr säuerlich Apfel. Und am besten präparieren sich für Braeburn, Boskop, Elster und Jonagold. Und die können dann am mundgerecht Stecker geschnitten gehen und noch mundgerecht geschmacht gehen. Auf jeden Teig gibt da wie immer Butter mit Zucker cremig geschlagen. Und es kommt auch noch ein bisschen Vanillezucker dabei. Und den Heidi mache ich immer selber, indem ich Vanilleschoten drüschen und dann am Mixer zerkleinern und mit Zucker mischen. Da kommen noch 2 Eier dabei und ein bisschen griechische Joghurt. Und in einer separaten Schüssel mische ich dann meine drischen Ingredienten. Bei meinem Mehl könnt ihr Backpulver und Natron. Beides lässt den Kuchen abgehen. Mit dem Natron die braucht Säure, für können zu agieren. Und in diesem Fall ist das der Joghurt, den am Teig ist. Und das soll wirklich ein ganz locker und luftigen Teig gehen. Du willst meine das heute noch mit der Hand. Und da könnt noch da dran, weil das richtig locker mischt, Sprudelwasser. Und die heutigen Idee ist entstanden, weil ich einmal von Rossbau gefragt habe, für ein Rezept mit Sprudelwasser zu machen. Und dann habe ich mir gedacht, ein Kuch, das ist es doch. Und noch fehlen immer noch meine Äpfelchen, und die gehen noch mal ein bisschen Gewürze und mit Mehl gemischt. Und ich benutze den meine eigene Gewürzmischung und Sweet Spice, die am November zusammen mit meinem neuen Backbuch auf den Markt kommt. An Ehren an de Schäfche geht, könnt nach einem kleinen Topping von Mandeln, Gewürze und brungem Zucker drüber. Und da kann mein Kuchen bei 170 Grad für 50 Minuten an die Schäfche kommen. Ei, das riecht schon so gut. Also muss ich nur noch warten, bis er komplett aufgekühlt ist, um ihn aus der Springform zu holen. Und da kann ich mal meinen Lieblingshirschkuchen so richtig gut schmecken lassen. Das Rezept findet ihr wie immer auf rtl.lu und ich hoffe, ihr werdet euch genauso gut schmecken wie mir.